Jo, servus, da bin ich nochmal weg dahin. Pass auf. Und zwar, da bin ich nochmal auf der Hine. Nochmal ein Update von der Hine erwacht. Da sind sie, guck. Da die Hine. Da sind sie, die Hine, da ist der Herbert, guck. Da sind sie. Ich hab denen gerade da ihr Futter gegeben, da. Da ist Nassfutter, da. Die eingewäschte Weizen können, da. Mal. Hier ist es näher. Da sind sie, guck. Da guck. Brutal. Denen geht's gut soweit, zum Glück. All. Und der Tristan, der hockt unten drin. Der hockt wieder unten drin. Der Tristan. Da hört man da. Der ersten da. Der Tristan da. Und das ist, guck mal, da kommt noch ein Viech. Ich hab hinten noch getappt. Und der Herbert erwacht. Da ist er gut. Wie? Du Nillerkäse. Aber wie gesagt, das geht langsam wieder also. Weil so vor so einer Woche oder zwei, da war er immer übel aggro, Der Herbert, da war er immer übel aggro, was mit dem Viech? Oh, das schläft. Was ist? Hopp, geh. Geh doch mal. Oh, da ist der Tristan da hinten. Komm, der Tristan, guck. Da guck, da sind sie. Da ist der Herbert, guck. Wie gesagt, da war er noch aggro, immer übel aggro und ist mal hinten hochgegangen. Alter, das war einmal, das war die Woche, da habe ich drin. Ja, ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Jo, das war die Woche, da war er drin, da habe ich das Wasser frisch gemacht drin. Und dann ist er mir die ganze Zeit hinten hochgegangen. Der Herbert da ist er mir die ganze Zeit hinten hochgegangen. Und man wollte mich die ganze Zeit angreifen da. Ja. Dann habe ich ihn halt mal, ja, wie gesagt, habe ich ihn halt mal fortgetreten, also nicht fest, weißt. Also nicht fest, aber schon ein bisschen da, weißt, dass er es lernt. Wo ich ihn ein paar Mal halt, in die Gewäsche hab, Alter. So ein paar Mal, wo er gekommen ist und aggro war ist. Halt, wo ich ihn halt ein paar Mal in die Gewäsche hab, Alter, mit dem Stock, Alter, ich werde gezogen, aber halt nicht brutal, weißt. Halt, ich wollte mir halt nicht weh machen, aber trotzdem halt mal, ne, ein paar Mal. Wo ich, 2-3 Mal mit dem Stock neu bin, weil er mich auch gegriffen hat. Und dann habe ich ihm jedes Mal halt eine übergezogen. Ein paar Mal und dann irgendwann hat er es gelernt, Junge, und jetzt ist er wieder normal. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt ist er nicht mehr aggro. Ich denke, jetzt hat er es gelernt, Junge. Zum Glück. Oh, wie gesagt, aber jetzt geht's wieder. Weil da war er immer aggro und ist mir immerhin hochgegangen. Jo. Also weiter sind sie, die Hine, guck. Das ist ein Tristan, der keine Ahnung, wo der ist. Egal. Nur da sind sie, guck. Hier ist es, ne. Guck mal. Die Hine, guck. Brutal. Wacht. Oh, das Fass ist voll, das machen wir gleich noch leer. Nach dem Video machen wir das Fass noch leer. Das rechte Fass, weil das wieder... Was ist dann? Alter, hast du gesehen? Da ist rausgekommen, da hat er mich gesehen, dann hat er so gemacht, weißt du? Ist so zurückgegangen, dann wollte er wieder auf mich losgehen, hast du gesehen? Das meine ich. Du Spacko, ich sag das. Hä? Ich sag das, Cousin. Guck, das meine ich, da bei der als mal aggro. Hast du gesehen? Das hat man jetzt nicht gesehen, glaube ich, aber der ist unten rausgekommen. Dann hat er gesehen, dass ich da gestanden war und dann ist er so zurückgegangen und wollte auf mich losgehen. Hast du gesehen? Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Das meine ich, aber das ist nur ab und zu. Gell, ich sag das, Cousin. Herr Stuff. Nicht aggro. Du Spacko. Das ist, wenn er sich erschrickt immer.
dann wird er immer aggro. Das hat er jetzt nicht, weißt, da hat er jetzt nicht damit gerechnet, dass ich da gestanden war. Dann ist er rausgekommen, hat sich anscheinend erschreckt. Und dann ist er so zurückgegangen da und wollte auf mich losgehen. Da hast du gesehen? Das meine ich. Das ist aber nur ab und zu. Aber es geht wieder, gell? Ich sag das. Herbert, du Spacko. Das meine ich nicht, aber das ja, da habe ich ihm, das war die Woche 8, da ist er 8 paar Mal gegen mich gegangen. Ja, wie gesagt, da habe ich ihm halt mal eine weggezogen. Mit dem Stock halt. Und dann geht's wieder. Gell, Herbert? Ich sag das. Du Nillekäse. Können wir mal gucken. Wacht. Ja, da als mal, da war er mal aggro. So wie eben, da ist er unten rausgekommen. Und hat nicht damit gerechnet, dass ich da gestanden war. Dann ist er gekommen und wollte aggro werden. Hast du gesehen? Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber da habe ich ihn gerade noch so verjagen können. Aber die Woche, da ist er mir die ganze Zeit hin und nach gegangen. Ah, da, die Speedy im Nest, guck. Wie? Da, die Woche, da ist er mir die ganze Zeit hin und nach gegangen. Der Spacko. Aber ja, dann da verjagst du ihn halt. Oder was, oder? Ja, dann geht's wieder. Gell, Herbert? Ich sag das. Ja, der ist also mal ein bisschen Handvernachelt, der ist also mal ein bisschen kaputt im Kopf da. Da war der also mal aggro. So wie eben, ach, da ist er unten rausgekommen da. Eben, und hat nicht damit gerechnet, dass ich da gestanden war, weißt du? Und dann hat er sich anscheinend, das ist aber immer, wenn er sich erschrickt, oder wie? Jo, was ist? Da hat er sich, das immer, dann erschrickt er sich anscheinend immer. Oder wenn er sich erschrickt, immer, dann wird er immer aggro. Und hast du gesehen, da war er aggro, da wollte er eben aggro werden. Aber da wollte er eben aggro sein, aber dann habe ich ihn gleich verjagt. Das war vor einer Woche, da ist er dann, wenn man verjagt hat, ist er gleich nochmal gekommen. Aber mittlerweile, wenn man dann verjagt, wenn er aggro werden will, dann hat er Angst vor ihm. Dann kommt er auch nicht mehr. Hast du gesehen? Da wurde er aggro. Das meine ich, weißt du? Aber das ist nicht immer. Das ist. Ich muss das jetzt sagen. Das ist nicht immer, das ist nur ab und zu, wo das so ist. Gell? Ich sag das, Herbert. Cousin, nicht aggro. Pass auf. Da gehen wir jetzt mal daher. Wacht. Und da holen wir mal ein paar Mehlwürmer. Oh, da ist er schon, guck. Oh, Jesus, nein, komm, die drehen ab, Alter, die haben. Jesus, nein, die haben jetzt so 2-3 Tage haben die jetzt kein Mehlwürmer mehr gehabt. Kein Mehlwürmer mehr gekriegt und dann drehen sie ab. So, was ist? Herbert. So, guck. Da rum, was ist an? Da kriegen sie mal ein paar Mehlwürmer. Guck da, Ja, Herbert. Was ist an da? Mehlwürmer da. Ah ja. So. Ah ja, aber so weit geht's mit dem Herbert. Das geht so weit. Also zum Glück, also das ist nicht immer so zum Glück. Also das ist nur ab und zu, wo er aggro ist. Aber wenn er immer aggro wäre, da wäre er schon längst auf dem Hacklotz. Aber so, wenn es so ist, solange es nur ab und zu ist, so wie vorhin, da, wo er aggro wäre wollte, der Herbert, da, das geht dann noch. Das geht noch, sag ich mal. Aber wenn er immer so wäre, wenn er konstant aggro wäre, dann steht er schon längst nicht mehr leben, Alter. Aber solange es nur ab und zu ist, dann geht's. Jo, was ist? Weißt du, dann ist am Montag aggro, das ist immer so, dann ist am Montag aggro und geht ihm hin und nach und dann am nächsten Tag ist er wieder komplett normal und lässt sich nehmen und alles. Und dann am nächsten Tag ist er wieder aggro. Also das ist immer so, von Tag zu Tag. Halt immer unterschiedlich, wie er gerade drauf ist. Weißt du, was ich meine? Aber so im Großen und Ganzen ist er nicht wirklich aggro. Aber nur ab und zu halt. Aber ja, egal, da verjagst du ihn halt, wenn er kommt. So wie eben auch. Weil schlachten will ich ihn nicht, der Herbert. Ja, was ist? Weil schlachten will ich ihn nämlich nicht, der Herbert, weil so einen Gockel wollte ich schon immer haben. Also der kommt nicht auf den Hacklotz. Deswegen, da versuche ich ihm das abzugewöhnen. Da jetzt, wenn er jetzt das anfängt.
Dann nehme ich ihn abends, gehe ich immer hier, abends, wenn sie drin sind, gehe ich immer neu und nehme ihn immer und gehe nochmal raus mit ihm und tun streicheln und dann ist er wieder einigermaßen normal. Dann ist er wieder normal in der Batterie. Aber so ab und zu war der mal aggro, da wie vorhin. Aber ja, guck, da sind sie die hin. Wie gesagt, im Februar da, am 25. Da muss ich sie wieder impfen da. Gucken wir mal, ne? Ah ja, und dann da Anfang Februar da, wo ich dann auch anfange zu arbeiten da. In der Stadt da, im Ding. In der Stadtbibliothek. Da fange ich da ab. Am 1. da, wo ich anfange. Ab dem 1.2. Ja, wie gesagt, mal gucken, da werden aber dann nicht so arg viel Videos kommen. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Je nachdem, wann ich halt schaffen muss, dann halt, weißt. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist, in so einem Monat. Gucken wir mal, ne? Aber soweit geht es denen gut, alle, zum Glück. Wie gesagt, die fangen jetzt auch langsam wieder an mit Eierlichen. Jetzt, seit dieser Woche, da haben wir so zwischen 6 und 8 am Tag. So zwischen 6 und 8. So zwischen 7 und 8. Da haben wir jetzt nur 2, aber das kommt dann wahrscheinlich über den Tag, wenn die noch ein paar Eier legen. Weil jetzt, wo es jetzt auch ein bisschen wärmer wird wieder und nicht mehr so kalt ist, jetzt langsam, dann, weißt du was ich meine, da, und jetzt fangen sie wieder an, langsam wieder mit Eier legen. Guck mal, brutal. Aber soweit geht's denen gut. Ja. Aber warte mal, da, ich wollte noch schnell was gucken da, welchen Futter da. Da, guck da, der Stock, den habe ich immer da stehen da. Ach, weil manche Hähner, die sind, wie es noch kalt war oben, sind die immer da unten neu. So 2, 3 Seiten Hähner immer. Und da habe ich immer den Stock immer da rausjagen müssen, und da, weil die sind nicht neu gegangen anscheinend, irgendwie, keine Ahnung. Aber jetzt gehen sie wieder neu oben, die 2. Jetzt gehen sie wieder neu oben, die 2. Mal, gucken wir mal, welchen Futter da, ob die noch genug haben. Wenn die da noch, ah ja, da haben sie noch, guck. Oh ja, da haben sie noch, ja. Oh Jesus, die haben schon wieder, das sind ja nur die Kenner, da, die haben schon wieder die ganzen Pellets aufgekahlt, das sind nur Kenner. Ah, das ist das, ich hab da jetzt selber Herbert gewesen. Guck mal, da haben sie da die Pellets da und noch ein paar Kenner da und Zeug. Ja. Ah, da in dem Nest, das ist immer behindert, weil die schlafen immer die Seite hin. Das schwarze Viech und die 2 braune, die schlafen immer da im Nest. Und deswegen, da tun sie immer alles voll Schunde, weißt du, was ich meine? Das ist immer blöd, da muss ich immer den Schund draus machen, aber die gehen eh nicht in das Nest neu. Ja, hab egal, dann. Warte mal. Weißt du, was ich meine? Weil das ist alles behindert, weil. Wie gesagt, ich habe die Woche erst ausgemischt im Stall, also der Stall wird ja komplett sauber gemacht. Warte mal, da machen wir einfach. Warte, ich drehe es einfach rum. Wenn es so wie jetzt, wenn es das Nest, wenn es vollgeschissen ist, gehe ich einfach her und drehe es einfach rum, immer. So wie jetzt, dass es unten ist, weißt du? Dann, dass es da wieder sauber ist, drehe ich es immer rum. So immer rumdrehe und dann sind sie, wie heißt es? Dann gehen sie auch wieder ins Nest. Aber die Seite hier, also das Schwarze und die 2 Braune da, oder Braunes, glaube ich, die gehen immer da neu zum Pennen, weißt, und dann ist es halt am nächsten Tag immer vollgeschissen, egal, aber dann drehe ich es immer rum, weißt, dann drehe ich es immer rum, da das wieder sauber ist. Jo, was mit dem? Geht doch ins Nest. Ist nicht? Ja. Ah ja. Oder guck mal, wie sieht es denn da aus? Ah, das geht noch, das machen wir morgen sauber wieder. Die Stange. Das Brett wieder morgen sauber machen, das machen wir morgen. Guck mal, die Speedy da, guck. Die hat jetzt auch wieder angefangen mit Eierlichen. Die hockt jetzt da am Nest, das sind schon Eier, guck. Das sind schon Eier da unten. Aber ich warte mal, bis die ihr Ei noch gelegt hat. Und dann holen wir sie, die Eier. Ja, aber soweit läuft die Geschichte, sag ich da. Soweit läuft die Geschichte und die Woche habe ich wieder ausgemischt. Da, guck mal, da, jetzt habe ich es rumgedreht, guck. Jetzt guckt's gleich. Das Blumenhuhn, guck. Wie gesagt. Ah, da gucken wir mal, ne?
Oh, nicht das. Was ist, Huhn? Ja. Und genau. Da, geh doch. Willst du nicht? Oder willst du hin? Wo willst du denn hin? Oh Jesus, ne. Aber ich glaube, der Sundheimer ist groß. Ich weiß nicht, ich vermute, es hat auch wieder angefangen jetzt mit Eierliche. Weil das läuft auch immer im Hühnerstall rum immer. Und so jetzt so wie das Blumenhuhn. Und guckt auch immer in die Nester. Also ich glaube, das hat jetzt auch wieder angefangen mit Eierliche, weil das hat ja, war ja auch in der Maus und alles und hat so 2-3 Monate, wo es so bald so 3 Monate nicht gelegt hat. Aber ich glaube, das hat jetzt auch, fängt jetzt auch wieder an. Ich weiß es aber nicht, ich habe es noch nie im Nest gesehen, ich habe es noch im Hühnerstall immer rumlaufen sehen und es hat immer geguckt, aber im Nest habe ich es noch nicht gesehen, aber ich denke, das fängt jetzt wieder an. Das große Sundheimer, wo ist denn das? Da hinten beim Herbert, da hinten, da links, da. Das große Sundheimer, das fängt, glaube ich, jetzt auch wieder an. Langsam, mit Eierlöcher. Aber Haupt, dann läuft die Geschichte, ne? Guck mal, da sind sie alle. Alle hin. Alle hin. Da alle hin und brutal. Warte, pass auf. Warte mal, pass auf. Ich muss was gucken, warte mal. Ach, wo sind wir dann daheim? Ja, da sind wir daheim, warte mal. Ich mache dann noch ein paar Pellets neu in der Trog, weil da ist dann immer von der Kanne ovens ist dann immer noch das Feine im Trog drin im Futtertrog, das Feine von der Kanne immer dort. Weißt du, was ich meine? Das ganz Feine immer. Und das schmeißen sie immer raus da. Und das regt mich auf. Deswegen tue ich dann immer, wenn es so wie jetzt hat, da ist noch Muschelkalk noch drin. Warte mal, Obacht. Pass auf, Obacht da. Obacht, geh. Geh doch mal. Ah, da kommen sie, guck mal. Deswegen, wenn da wie jetzt, weil die tun dann immer die Kanne rausfressen und alles und die Pellets. Und wie gesagt, abends kriegen sie ja eh immer ihre Kanne und dann ist aber immer, nachdem die gefressen haben, da, guck da, was ich meine. Da immer das ganz Feine, da immer da von der Kanne noch, das ganz Feine ist immer noch drin. Und das schmeißen sie immer raus. Und dann durch, also das Feine da von der Kanne, da, deswegen immer her. Und dann kriechen sie so tags immer, mache ich dann die Pellets neu und vermische es ein bisschen und dann bis abends ist er leer, der Futtertrog. Ach, das Feine, dann fressen sie es ab. Das Feine da. Was ist? So, die Pellets da, die machen wir da neu. So, guck, da mache ich immer neu, wenn dann nur noch das Feine drin ist, mache ich immer noch das über Pellets neu und mache immer so, dann tue ich es immer verdelen, guck. Verteile ich es immer und tue es immer so, guck, immer da vermische da mit den Pellets da das Feu gemahlene von der Kanne wäscht, was übrig bleibt immer, wenn es leer ist. Und dann vermische ich es immer da mit den Pellets, so immer da so mit den Pellets, so dass es so ist, dass es so vermischt ist, weißt du. Und stelle es dann hin und dann bis abends ist es leer und dann kriegen sie wieder neue Kanne. Also abends halt. Oh, da der Guckel, guck mal. Jo, was ist? Oh, wacht. Geh mal. Und dann fressen sie leer, der Futtertrog. Wenn ich das Feine immer vermische, da immer. Mit den Pellets da. Das Feu gemahlene von der Kanne, wo immer übrig bleibt, das schmeißen sie immer raus. Und deswegen tue ich dann am nächsten Tag immer gleich Pellets drauf machen und vermische es immer noch ein bisschen. Und dann bis abends ist er leer. Und dann kriegen sie wieder Kanne. Also abends immer. Und dann läuft die Geschichte. Da sind sie, guck, da ist der Akro Herbert. Gut, Akro ist er ja in dem Sinn nicht, aber als Mal geht auf ihm los, gell? Guck, der wieder da. Oh Jesus, ne, ich sag das, gell, Herbert? Nicht Akro. Cousin. Ja, wie gesagt, da vorhin, da war er mal wieder Akro, aber das ist nicht immer. Das ist nur ab und zu. Solange es aber nur ab und zu ist, wo er mal Akro wird, dann, ja, hopp. Das ist nicht schlimm. Sag ich mal, wenn es jetzt konstant wäre, wenn er jetzt da ist, wenn ich jetzt neu gehe und er sofort gegen mich gehe, dann ich ihm gleich den Hals rumdrehen, aber so, weißt du, was ich meine? Aber solange es nicht immer ist, solange es nur ab und zu ist, sage ich ja, hopp, dann ist halt so, weißt du.
aber ich behalte, also, aber den will ich nicht schlachten, der Herbert. Deswegen gewöhne ich ihn immer ab. Da nehme ich ihn immer abends, noch wenn er drin ist, und gehe mal mit ihm raus und tue ihn immer auf den Arm nehmen und alles. Und dann ist er nicht mehr so aggro. Deswegen, das gewöhne ich ihm immer ab dann. Solange er noch so jung ist, denke ich, geht's noch. Wahrscheinlich, aber wie gesagt. Aber das sehen wir dann, ne? Gucken wir mal, wie es so weitergeht mit dem Herbert. Aber schlachten will ich ihn nicht, das ist mir zu schade. Wie gesagt, den will ich auch behalten. Der Herbert, guck mal, dem soll Feder da hinten. Da guck. Dort, das ist so da schwarz, guck, das ist mir gestern erst aufgefallen. Guck, da kommt auch. So, da hat auch da hinten so schwarze Feder da, guck. Brutal, das ist einfach brutal. Deswegen will ich ihn nicht schlachten. Da ist mir zu schade. Weißt du, was ich meine? Warte mal kurz. Ja, Bube. Oh Jesus, mit der tappischen Belichtung wieder da. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Ja, hab egal. Und, ja, wie gesagt, deswegen ist er mir zu schade. Für zum Schlachten halt. Da ist er, guck. Der Herbert. Oh, jetzt kommt die Sonne auch raus. Guck, oh Jesus, nicht, die Sonne blendet. Jetzt kommt die Sonne auch raus. Ein bisschen. Aber soweit geht's denen gut. Ne? Ja, so, warte mal, der Eimer. Tun wir noch. Oh, wir jetzt meinen, die kriegen was. Nee. Ja, hinten drin. Zeig. Oh, wach. Oh, wie gesagt. Aber gucken, dann tue ich immer dann noch Muschelkalk noch immer in der Futtertrog machen. Aber das Dumme ist, der Muschelkalk, wo ich jetzt habe, vom Reifeisen, oh, die Sonne. Da ist so Anis drin, weißt du? So Anis. Und das fressen sie nicht. Das schmeißen sie immer raus, weil anscheinend, ich weiß nicht, kein Mäuhine kann den Geruch nicht haben vom Anis anscheinend. Und das schmeißen sie immer raus. Ich habe jetzt noch da, aber beim nächsten Mal gucke ich mal, wenn ich in der Reifeisen komme. Frage ich mal, ob die auch normale Muschelkalk kennen, also ohne Anis drin, weil anscheinend kein Mäuhühner kann den Geruch nicht haben vom Anis, vom Muschelkalk, vom Anis, vom Muschelkalk, und dann schmeißen sie ihn immer raus und dann fliegt der ganze Muschelkalk dort drin rum. Deswegen, da gucke ich beim nächsten Mal, hole ich einfach normale Muschelkalk, weil dann fressen sie. Oder ich schwenke wieder um und tue die Eierschale, weißt, wieder male die Eierschale. Weil wenn ich die Eierschale so zertrick, so klein mache, klein brösel und neu mache, dann schmeißen sie das auch raus. Das bedeutet, die Eierschale muss ich immer ganz in den Thermomix machen. Und klein mache im Thermomix, dass es so ganz wie Pulver ist. Und dann fressen sie es. Weil anders, wenn man sie nur so mit dem Wasser oder was so klein macht, wenn so kleine Brocken sind, weißt, dann schmeißen sie auch raus, anscheinend. Aber da gucken wir dann mal. Beim nächsten Mal, da hole ich, wenn der leer ist, da hole ich wieder, normale Muschelkalk. Oh, die Sonne, Alter, das blendet jetzt übel. Guck mal, der Herbert, gell? Nicht aggro. Nicht aggro, Herbert, gell? Aber soweit läuft die Geschichte, sag ich da. Oh, die Sonne, Alter, die blendet brutal. Wie gesagt, soweit läuft die Geschichte. Und dann da im Februar, Ende Februar muss ich so wieder impfen da. Und dann gucken wir mal, ne? Hopp, das war's mal wieder. Aber soweit läuft die Geschichte. Hopp. Alle. Bis zum nächsten Mal. Servus.